Ja, dann begrüße ich herzlich bei dieser Pressekonferenz für die Bekanntmachung von unserer Liste für die Europawahl, was ja dann ein wichtiger Moment ist, nicht nur für die Partei, sondern überhaupt für die Lützeburger Politik. Und ich will einfach mal darauf hinweisen, dass wir auch mit ganz viel Selbstvertrauen an die Wahl gehen müssen. Gut Dynamik als Partei. Ich meine, ihr wisst, dass wir letztes Jahr konnte bei 2 Wahlen weit über den Herausforderungen vom politisch interessierten Publikum hier am Land konnten zugewinnen, sowohl bei den Gemengewahlen und das auch nach einkehr bei den Chamberwahlen. Und das geht als natürlich ein Obtrieb, der im Moment erleben, auch wo ihr eben noch so noch faktisch gesehen sind wir Stand haut die feiertstärksten Partei zu Lützeburg von den Chamberwahlen guckt. Ich meine noch, dass das eng von den großen Frohe gibt, die großen, ja, von den großen Enjeux gibt bei diesen Wahlen zu Lützeburg. Und zwar wird das Sinn, kriegt der die Sitz oder nicht. Ich meine, das Gedenk von die großen Frohen, das ist auch schon die Froh, mir so viel auch mit den Kollegen von anderen Parteien in NRW, und das ist ein Froh, das wirklich die hauptsächlich zirkuliert. Und wir werden natürlich alles dafür machen. Und wir sind noch überzeugt, dass wir das können packen. Und wir sind noch ganz gut denken, dass wir die Werte packen. Also für mich als klar, dass wir die Sitz werden kriegen am Europaparlament. Wir sind noch so, dass wir, wenn ihr die Landschaft guckt, wir haben natürlich eine CSV, die mit 2 Sitz vertreten, dass dann die DP mit 2 Sitz, nicht mehr gerade, aber mit 2 Sitz vertreten war, die Grünen an der LSAP. Und das ist ja so, dass du vielleicht Änderungen werden vorkommen. Du kann es sein, dass den einen oder anderen oder paar Stück sogar Sitz verlieren, eventuell sogar können beikriegen, das ist okay. Und dann haben wir auch noch die anderen Parteien, so die klein sind wie mir. Und ich meine, dass in auch klar kann sagen, dass am Anfang die einzige Partei, die eine Chance hat hier am Land, für neu an das Europaparlament zu kommen, das ist der DR. Ich meine, das kann ich klar sagen, dass die anderen Parteien, die haben das haben, so wie es ausgesagt, so wirklich riesen Überraschung, mengnisch werden keine Möglichkeit haben, für auf die Prozent zu kommen, für den Sitz am Europaparlament zu kriegen. Und ich meine, das ist auch etwas, was uns immens stärken an dem Wahlkampf, wo wir können so wirklich wenn der Welt eine Veränderung kreieren, dann gibt es kein anderer Weg, der DR wählen. Und Veränderungen, das ist natürlich etwas, was wichtig ist, weil ich meine, das, was im Moment auch am Europaparlament lebt, das ferner Karteiser geht nur darüber, das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen, das dann erfüllen Hinsichten. Und mir noch da dann bisschen aus dem Grund auch einen Slogan gewählt. Der Slogan, den hast dann, wie der Mensch gesehen hat, für ein stärkt Lützeburg an Europa. Also übrigens, Parenthese ab, ich weiß, da kann ich wahrscheinlich nicht daran erinnern, war für langer Zeit schon ein Kehr als Slogan, nicht dass er meint, wir hätten das nicht vergessen, wir haben das doch bewusst geholt, den wir für Jahren hatten, weil wir fanden, dass den wie Demos auch haut ganz gut bei der Partei passt, aber es passt. Und ich meine, das ist ganz wichtig, dass sie einen Slogan hat, der noch authentisch und ehrlich rüberkommt. Aber von mir als ADR so viel stärkt Lützeburg an Europa. Ich meine, dass das wirklich als Programm zu einem großen Teil rumspiegelt, dann noch das weist, was wir sind. Wir wollen uns ersetzen für Lützeburg, wir wollen die Interessen von Lützeburg wollen wir verteidigen, auch an der EU, do am Parlament. Und ich meine, das können wir sicherlich, wie mir als ADR vorgeholt gehen, können wir besser wie all die anderen. Auch an Europa, ich meine noch, dass wir uns da eins sind. Natürlich sind wir auch dafür, dass die Europäische Union funktioniert. Wir wollen just, dass sie besser funktioniert, wie sie das möchte, besser auch am Sinn eben von den Bürgern an eben als Interessen durch verteidigen. Weil den nach dann ja da bleibt man von dann wie zu so als Kandidaten ich muss nicht vorstellen jetzt wäre ein paar Bayer stohlen da steht auch alles drüber von Informationen weil der braucht die könnt natürlich gerne nur nach frohe Stelle die löscht das zur Summe gestaltt gehen die das votiert gehen am Nationalkomitee wie Statuten dat vier gesehen an so dass man dann abhaut wissen Leute mal untreten für die Europawahlen.
Voilà, so ich merci. Spitzekandidat. Merci Fred an offen eiser Seite aus de Kandidaten ihrer Seite aus herzlich willkommen bei dieser Pressekonferenz schmengen da Parteipräsident wird schon viel Wichtiges gesot. Das ist so, dass ich will ein bisschen auf die Programmatik angehen, dann ein bisschen auf die Situation an der Europa ausfähig zu so, dass die Prioritäten, die wir setzen, Fleisch der Feier sind in einer anderen Feier, die ich heute will ganz klar unterstreichen, Freiheit von den Leuten verteidigen an Europa, institutionell Gleichgewicht bewähren, auf die Stimmigkeit an alle wichtigen Bereiche an Europa antreten, Migrationskrise lesen, an für allem auch eine Überschaffung vom Green Deal, was Energiepolitik, Agrarpolitik und so weiter angeht. Ich ging da vielleicht als Titel holen, eben mehr Chancen auch für die europäische Ökonomie. Wir bewegen uns an einem Umfeld, der Fred Kuiper hat schon ein bisschen beschrieben, was aber ein bisschen ein Déjà-vu aus von der Wahlen von 2019. Wenn man guckt, wie die anderen Parteien sich aufstellen, den Herr Görens für die DP, Herr Angel für die LSAP, Tilly Metz für die Grünen, Madame Wisela Lima, Christoph Hansen für CSV, Monika Semedo für Fokus. Das ist ein bisschen ein Déjà-vu von dem, was wir hatten. Wir wollen als ADR aber da ganz klar eine neue Wand heranbringen. Die verschiedenen Leute werden sicher einen anderen Wahlkampf feiern wie die Letztkeier. Ich erinnere mich, Madame Metz als Letztkeier noch über den Droht geklommen, wie bei der Militärbasis, wie dort zu protestieren. Als die Position an denen Sachen ein bisschen ähnlich, sie wird wahrscheinlich Granate liefern oder etwas ähnlich machen. Wir haben Madame Semedo, das war eine Städtedeputiert, die von der wir am meisten hören, haben an den letzten 5 Jahren im Europaparlament. Ich weiß nicht, ob das hier bei dieser Kampagne viel hilft, aber von den anderen haben wir aber grosso modo Männer gesehen und Männer hören. Wir gehen also heran ganz sicher für eine andere Politik zu machen, weil Europa für ganz große Herausforderungen steht. Und wir wollen unterstreichen, dass die 4 Parteien, die bislang für das im Europaparlament sind, am Großen und am Ganzen dieselbe Politik machen. Sie sind föderalistisch, sie sind für die Aufschaffung von der Einstimmigkeit auch an der Außenpolitik. Sie unterstützen grosso modo praktisch alles, was die Europäische Kommission proposiert. Sie machen wenig Kritik an das ist etwas, was natürlich an dem Kontext, wo wir sind, nicht durchgeht. Das geht nicht durch. Ich will aber auch gleichzeitig sagen, dass viel wichtige Bereiche an der europäischen Politik von allen Parteien unterstützt gehen, inklusive von der ADR. Auch das ist vielleicht wichtig zu sagen, dass das zum Respekt von den Menschenrechten bis die Sozialdimension an Europa, die typisch Lützeburg ging ich mal so, dass alle gut Herz leid, der Konsumentenschutz an anderen Bereichen. Also bei allen Unterschieden gibt es auch Gemeinsamkeiten zwischen denen 4, die Lodo sind, an einer ADR. Was hätten wir gerne? Wir wollen in Europa, dass nächstes Mal nur bei die Idee kommt von der Gründungspappe von den ersten europäischen Institutionen, in Europa vom Frieden, in Europa auch vom Respekt gegenüber den Leuten und gegenüber all einzelnen Memberstaaten. Wir wollen nicht, dass der Memberstaat in einer anderen Meinung oder an einem Dossier vertritt, marginalisiert wird. Wir denken, dass es auch ein Teil von der Diversität in Europa ist, auch von einem Meinungspluralismus, den wir verteidigen wollen, dass das sowohl Leute betrifft, aber auch Staaten. Auch jeder hat Recht auf seine Meinung, auf seine Positionen. Und dann muss man das eben diskutieren. Wir wollen die Konflikte, die da mal blicken, und gibt dann ist ganz viel, mit friedlichen Mitteln lösen. Wir wollen der Diplomatie eine neue Chance geben. Das gilt für die Ukraine, das gilt auch für andere Gegenden, wo Probleme sind, am Nahen Osten, Moldawien, Georgien. Ich meine, ihr kennt Lücht so gut wie mir. Wir denken, dass wir friedlich Maden soll sich einen Platz in unsichert gehen nehmen. Wir sehen auch an anderen Staaten, echter Freund, Partner und Konkurrenten auf einem friedlichen Plan, wie Feinde, Rivalen und Gefahren, wie dann den europäischen Dokumenten, aber ganz tags heutzutage vorgestellt wird. Wir wollen dazu beitragen, für Europa eine neue Sicherheitsarchitektur zu gehen, die wir brauchen. Wir wissen, dass auch wenn wir hoffentlich ein Kehr den vom Krieg an der Ukraine gesehen,
dat man es muss neu opstellen, dat neu Gleichgewicht da entstehen op der Welt. Und wir sind noch absolut bereit, um zu denken, mat Verantwortung zu helfen, für uns eng neue Stabilität und eng neue Sicherheit zu geben. Dafür brauche ich Fantasie. Wir müssen auch gucken, wie als Relation in Zukunft zu den USA sind, auch en Funktion von dem, was am November an den USA geschieht. Und wir brauchen da mengenisch ein gewisses Selbstbewusstsein und noch eine gewisse Courage als Europäer, für uns dann anzupassen. Was Beitrittspolitik angeht, wollen wir als AD auch betonen, dass wir im Prinzip 4 Beitritte an die Europäische Union sind, wenn Kopenhagener Kriterien erfüllt sind. Das ist ein Standard. Vorschrift an der Europäischen Union, das muss alle Staaten betreffen, die will beitreten. Die 3 Kopenhagener Kriterien müssen erfüllt sein. Und es ist auch so, dass wir traditionell verlangen, dass ein Staat, der an die EU rackend, keine Konflikte importiert. Das ist eine Kultur, die in Europa viel brucht. Wir hatten da doch gegenüber den osteuropäischen Staaten, wo die beigetreten sind, verlangt und durchgesetzt. Und an der Politik wollen wir auch festhalten, auch im Kontext vom Beitritt von den Balkanstaaten. Zum Beispiel, wir bleiben aber gegen einen EU-Beitritt von der Türkei. Das Europa, das wir wollen, also ein durch demokratisch Europa. Es geht nicht nur darum, Demokratie zu schwätzen, mit Demokratie muss ich noch konkret leben. Das heißt, wenn es Referenden gibt in Europa, das ist das, was wir wollen. Wir sind eine Partei, die sich immer für Direktdemokratie ersetzt. Dann ist es wichtig, dass, wenn ein Volk an einem Referendum Nee zu etwas sagt, dass die Nee auch respektiert wird, genauso wie umgedrehte Ja akzeptiert wird. Das heißt, der Respekt für Willen von allen Volk, von allen Nationen, die an der EU ist für uns ein ganz wichtig Sache. Wenn ihr Nee seht, dann ist das eben ein Nee und nicht, dass ein Referendum 2, 3 Mal wiederholen muss gehen, bis dann das Resultat rauskommt, was verschiedene sich wünschen. Heute hören wir viel, dass Demokratie soll gerettet gehen. Für uns ist das Demokratie stellen, eben dann auch den Willen von den Leuten respektieren, so wie an demokratische Wahlen oder Referenden sich ausdrückt. Wir sind dagegen, dass Grundrechte von den Leuten können eingeschränkt gehen. Das hat auch an der Covid-Diskussion, wie just darüber nachher zu verweisen. Aber wir sind auch dagegen, dass Souveränitätsrechte von Staaten, also auch von Lützeburg, und internationale Organisationen können aufgetreten gehen, ob das die EU oder auch zum Beispiel WHO ist. Für uns ist Meinungsfreiheit absolut zentral, wenn wir schon von der Demokratie schwätzen. Es gibt keine Demokratie ohne Meinungsfreiheit, das ist von einer absolut zentraler Wichtigkeit, auch auf die sozialen Medien. Wir haben immer mehr Tendenzen für direkt oder indirekt eine Zensur anzuführen. Das ist auch die Gefahr, die wir beim Digital Services Act haben. Ich meine, auch das wisst ihr. Wir werden uns dagegen wehren, weil wir prinzipiell gegen alle Zensur antreten. Da, wo Freiheiten beschnitten goufen oder nach sollen gehen, wären wir uns auch. Aber wir wollen eben den Menschen ihre Freiheit garantieren und zurückgehen, da, wo sie eine Gefahr ist. Wir haben an der Europäischen Union gemeinsam Institutionen geschaffen. Wir hätten gerne, dass Länder am Kader von gemeinsamen Institutionen friedlich, eng und vertrauensvoll können zusammen schaffen. Und es sind aber heute 2 Sachen, die uns deutlich von den anderen Parteien unterscheiden. Das erste ist, dass wir kein föderalistisches Europa wollen, nicht ein amerikanisches Modell, mehr ein wirklich ein europäisches Modell, wo die nationalen Identitäten können weiter bestehen. Das ist Europa, das ist nun einmal ernst gewusst und ernst entstanden, politisch gesehen, wie die Vereinigten Staaten von Europa, wie von Amerika. Wir müssen das respektieren. Und dafür vertreten wir das Modell vom Europa von den Nationen. Das heißt, ja, wir sind auch für eine gute Zusammenarbeit, wir sind auch für eine teilweise Integration, aber nicht für das Schaffen von einem föderalistischen europäischen Staat, das schon gar nicht von Uwe wie das am Blick DAX probiert wird. Den zweiten Unterschied, dass wir über den nächsten ist, dass wir den föderalistischen oder bürokratisch-zentralistischen Modell nicht wollen. Den zweiten größten Unterschied als den, dass man für die Stimmigkeit an alle wichtigen Fragen anstehen, wenn die anderen Parteien froh so und die ist, dass sie zum Beispiel für die Aufschaffung von der E-Stimmigkeit an der Börse in der Sicherheitspolitik sind. Ich meine noch die internationale Situation
an dem man mal Blick sehen oder dem Herrn Macron seine Ideen, die für kurzem präsentiert wird, weisen, als wird gefahren von so einer Politik können leihen. Für uns ist ganz klar, dass wir uns nicht wollen an eine Politik ran zwingen lassen oder ran stimmen lassen, die nicht den Interessen von unserem Land entspricht oder die wir nicht für richtig halten. Dafür denken wir, dass an den Bereichen wie die Sicherheitspolitik, Steuerpolitik, Sozialsicherheit und anderer eine Einstimmigkeit muss beibehalten gehen. Wir wollen, weil wir anerkennen, dass Europa ein Mosaik ist von souveränen Staaten, von eigenen Kulturen, von langen Geschichten, das ist ja spannend und interessant, wir auch die Lützeburger Identität besser repräsentiert gesehen, und wir setzen uns dafür an, wie der Lützeburger Spruch ein offizielles Statut an Europa zu geben. Basis davon, für ich zu sagen, was das eventuell könnte, das sind Conseil-Decisionen, die da könnt nur lesen, die 2005 geholt wurden, die eigentlich beschreiben, auf welchem Moos ein Spruch wie die Lützeburger Spruch, da kann an Europa sinnvoll abrutscht gehen. Wir sind auch dafür, dass die europäischen Institutionen so abgestaltet sind und bleiben, dass alle Memberstaaten allzeit vertreten sind. Wir hatten schon in der Vergangenheit die Tendenz, wie die Europäische Kommission wollen, numerisch zu reduzieren, dass eben nicht mehr alle Staaten zu aller Blicken daran vertreten bleiben. Das ist nicht gegangen, weil der Widerstand aber zu groß war. Da kommen die Ideen ab, als Antwort darüber so klar, nee. Wir hätten gerne, dass alle Staaten, das eben auch die Spezifizität von der europäischen Konstruktion zu aller Blick an alle Institutionen gleichberechtigt vertreten ist. Wir sind eine Partei, die sich konsequent für Rechtsstaatlichkeit einsetzt. Das gilt für alle Memberstaaten selbstverständlich. Es gilt auch für die EU-Institutionen selber. Das ist den Aspekt, der vielleicht heinz du vergisst. Wir haben eine Reihe von Problemen an den letzten Jahren gehabt, was Korruption angeht. Sie wird an der Kommission, sie wird am Europaparlament zum Teil laufen auch Enqueten am Niveau vom Parquet Europäen oder von nationalen Parquets an der Belge notamment. Das heißt, Korruption und Transparenz Korruption muss verhindert gehen an den europäischen Institutionen, Transparenz muss garantiert sein. Auch das gehört zu einer Rechtsstaatlichkeit, so wie wir sie gesehen. Rechtsstaatlichkeit heißt aber auch, dass die Regeln von den verschiedenen Staaten oder EU-Recht oder an EU-Recht angehalten gehen, zum Beispiel im Bereich von der Migration und der Rückführung von Leuten, die nachdem hier letztinstanzliche Rekursmöglichkeiten ausgeschöpft wurden, kein Recht haben, für an dem Territorium von den Memberstaaten der Union zu bleiben, dann noch müssen gehen. Wir bekennen uns aber immer als ADR zum Recht auf Asyl und auf Schutz. Den Asyl braucht, als Schutz verdient, den muss den noch können kriegen, solange er braucht. Wir sind für ein Europa, das nur bei den Leuten aus der Tisch der Respekt vom Subsidiaritätsprinzip, aber wir bekennen uns auch ausdrücklich zu der Konsolidierung und zu der Weiterentwicklung von wichtigen Acquis wie der Binnenmarkt, Erasmus, der Eurozone oder Schengen. Wir sind an einer Situation durch die Energiepreise, durch andere Faktoren, wo wir eine Desindustrialisierung in Europa haben. Wir haben aber gesehen, auch an der Covid-Zeit, dass wir uns unbedingt müssen reindustrialisieren. Wir haben hier einen ganz großen Kontrast zwischen dem, was wir wissen, was wir müssen machen, nämlich Europa eine solid industrielle Basis nächst gehen, an dem, was wir gesehen, und das ist eine Aufwanderung von Industrien an einer außeneuropäischen Regionen. Das ist eine riesige Herausforderung. Wir brauchen eine leistungsfähige Ökonomie in Europa. Wir sind also, und ich will das deutlich unterstreichen, eine ökonomiefreundliche Partei. Wir wollen den technologischen Rückstand, den wir am Gang sind zu entwickeln, im Verhältnis zu den USA, Russland und China, abschaffen und gucken, dass wir Recherche und Innovation in Europa aktiv unterstützen. Wir brauchen noch eine technologie-open Energieversorgung in Europa, die billig, zuverlässig, proper und suffizient ist. Die europäische Ökonomie muss gegenüber ihren internationalen Konkurrenten kompetitiv bleiben. Wir begrüßen prinzipiell Handelsaufkommen mit anderen Regionen. Wir haben aber Lehren aus dem TTIP und dem CETA selbstverständlich gezogen. Und wir verlangen, dass so Handelsaufkommen an enger Koordination mit den nationalen Parlamenten verhandelt gehen. Den Umweltschutz wollen wir engagiert vorantreiben, pragmatisch, vernünftig und ohne Ideologie. Das betrifft alle Aspekte unserer Umwelt, den Tierschutz, Biodiversität, Reduktion von den Abfall, Klimaschutz und so weiter.
Der Green Deal muss überschafft gehen. Wir haben durch Bauernprotester ganz klar gesehen, was da falsch schläft. Wir haben auch eine neue Diskussion in Europa, die wir als ADR immer unterstützt haben. Die erinnert sich auch an den nationalen Wahlkampf, wo wir gesagt haben, dass die Elektromobilität nicht die Lösung ist, dass die Leute sollen viel behalten, dass wir den Verbrennermotor verteidigen. Wir sind dagegen, dass den aufgeschafft wird. Das hat man im nationalen Wahlkampf gesagt, wir sollen doch lo. Und wir begrüßen die Neuentwicklungen in der Europäischen Union, die lo ganz kurzfristig kommen, sie wo auch Studien weisen, dass die Elektrizität nicht die properste Form von Mobilität ist, nicht die properste Form von Mobilität. Da wir auch gesehen, dass die Politik, die gefordert wird von der Kommission, unterstützt von allen anderen Lützeburger Parteien, will ich auch so just dazu gefeiert hat, dass man massiv Importe von Elektroautos nach China holen, als schwerst Probleme an der europäischen Automobilindustrie verursacht haben, weil dabei eng von den eben Kehrbereichen von der europäischen industriellen Landschaft wäre. Eine Politik, die komplett falsch wäre. Am Blick schenkt es sich neu zu orientieren. Wir verlangen das als ADR weiterhin, und wir so ganz klar, dass es mit der ADR kein Verbot von der Verbrennertechnologie gibt. Sie ist ob manste gut wie Elektromobilität. Wir sind persönlich überzeugt, dass sie viel mehr proper ist, und wir werden die auch verteidigen. Als Gesellschaft muss wir resilient gehen. Auch das ist eine Lehre, die man in den letzten Jahren aufgrund von vielen Krisen gesehen und gelehrt haben. Wir brauchen eine Versorgungssicherheit für Europa, nicht nur am Bereich von der Agrikultur, selbstverständlich von der Industrie, mir auch durch Oppenmerkt, auch hier in liberalen Aspekten unserer Politik, Durchsicherung von den maritimen Verbindungen, Diversifizierung von unseren Fournisseuren als strategische Reserven auf unserem eigenen Territoire. Wir sind noch nicht für Sanktionen, die als DAX selber mehr schulden wie denen, die wir wollen sanktionieren. Sie sind prinzipiell kein Mittel von einer vernünftigen Wirtschaftspolitik oder einer konstruktiver Baupolitik. Wir sind auch der Meinung, dass die Finanzgestion von der Europäischen Union muss nachhaltig sein. Wir denken, dass das Budget nicht über 1% vom europäischen Bruttoinlandsprodukt darf klammen, aber wir sind gegen gemeinsam Schulden, sowohl also was EU-Schulden angeht, ihr wisst, wir haben das für vertragswidrig, aber wir sind auch nicht der Meinung, dass EU-Steuern müssten neu angefeuert gehen, dass uns das Risiko für gemeinsam Schulden ist, muss auch irgendwie bezahlen. Und das Risiko ist ganz groß am Blick, dass probiert wird, neue Ressourcen für die Europäische Union zu schaffen, also neue Steuern, die Leute gänge belasten und die den Blick eine Ressource proper von der Europäischen Union gänge gehen. Das sind ein paar von den Akzenten, auf die ich also will besonders Gewicht legen. Wie gesagt, wir sind für Europa von der Freiheit für die Leute, von Institutionen, die all Land respektieren und die Stimmigkeit der wichtigen Bereiche für garantieren. Wir sind für eine Lösung von der Migrationskrise und wir hätten eine neue Chance für die europäische Ökonomie. Es sind froh, ganz hilfreich, zusammen mit meinen Kollegen Heiglo können an den Wahlkampf zu gehen. Wir werden den am ganzen Land feiern, engagiert, wieder auch von uns mengenisch gewinnt sind. Und wieder, dass der Parteipräsident gehabt hat, wir in der Volle schon immer drohen.